Guten Tag und willkommen zu der neuesten Folge von Podcast Geheimnisse der deutschen Sprache. Heute haben wir jemanden aus Brüssel, und zwar Bert, und er wird mit uns auf eine besondere Variante der deutschen Sprache uns sozusagen beibringen, und zwar Luxemburger Deutsch. Guten Abend und willkommen zum Podcast. Hallo David, aus an der Reihe. Wie geht es? Alles gut da in der Mir Schweiz? geht's gut. Oh. Also da haben wir schon ein Beispiel von Luxemburgisch gehört, wie es sich anhört. Also Luxemburgisch ist eine moselfränkische Redensart eigentlich. Es ist eigentlich ein plattdeutscher Dialekt, ist eine Mischung von Deutsch, Französisch und auch Niederländisch, weil damals war Luxemburg auch unter niederländischer Herrschung. Also es gab also Wilhelm II. Von Orange, der war auch damals in Luxemburg als Herrscher und Kaiser da. Und deshalb, es gibt die drei Sprachen, auch Jiddisch, weil es gibt auch eine jüdische Gemeinschaft in Luxemburg. Also das ist auch ein bisschen, hört sich an wie Jiddisch eigentlich. Und das heißt, wir haben uns kennengelernt in einer mehrsprachigen Stadt in Brüssel, Ja, wo mehrere Amtssprachen vorhanden sind. Wie kommst, dass du weiterhin Luxemburgisches pflegst, oder woher kommt es, dass du diese Sprache auch kannst? also nach dem Krieg hat mein Großvater eine Stelle bekommen als Dolmetscher und Übersetzer. Ja, das war damals die Gemeinschaft von Kohle und Stahl. Das war in Luxemburg. Da ist die EU gegründet. Das war in den 50er Jahren. Ich denke 1957 ist mein Großvater nach Luxemburg gezogen. Und da hat er meine Großmutter kennengelernt. Sie war eine Luxemburgerin. Und also die haben geheiratet und mein Großvater hat da gearbeitet für das Europäische Parlament in Übersetzungsdienst. Und ja, da hat er viel Arbeit gehabt am Anfang. Er war ganz bei der Gründerzeit da, also als Übersetzer und Dolmetscher, hat er auch im Bereich Technologie gearbeitet, viel für die EU und die Gemeinschaft von Kohle und Stahl. Und ja, ich dann bin eigentlich, mein Vater ist da aufgewachsen und ja, dann hat er in Belgien studiert. Und ja, ich bin eigentlich in Belgien geboren, aber ich bin auch einige Jahre in Luxemburg geboren bei meinen Großeltern und von meinen Großeltern erzogen worden. Und da habe ich die luxemburgische Sprache mitgekriegt von zu Hause aus eigentlich. Und das heißt, auch in Belgien wird auch Luxemburgisch gepflegt, oder? In der südlichen Teil, könnte man Ja, sagen, sprachlich gesehen. das stimmt in der Provinz Luxemburg, der grenzt zu Luxemburg und auch in die Ostkantone, also zwischen das Dreiländerecke, Niederlande, Wallonie und Belgien. Da gibt es einen speziellen Ort, so Ostbelgien heißt das jetzt. Und da wird auch Plattdeutsch wie Luxemburgisch, das geht weiter. Es ist mehr Hochdeutsch ähnlich und auch mehr dem Niederländischen ähnlich. Aber da wird auch Luxemburgisch verstanden und Luxemburgisch geredet. Also man redet doch von einer Einwohnerzahl von 500.000 Leute, die Luxemburg täglich schwätzen oder sprechen. Schwätzen, sage ich in Luxemburg. Genau, Schwätzen ist Also, auch in Schwäbisch, wo ich damals gewohnt habe. Also schon Einigkeiten da. ja, es gibt Ähnlichkeiten, ja, mit Schweizerdeutsch auch. Ja, das ist also auch geläufig, denke ich, in Saarland und weiter in Deutschland hin und im Elsass und auch in Lothringen in der Nähe von Metz. Und ja, da gibt es auch noch ältere Leute, die so Luxemburgisch sprechen. Also dieses ganze Sprachgebiet, die Großregion heißt das auf Luxemburgisch. Also das ist diese Region, da das Luxemburgisch ja eine große Rolle spielt und jetzt ist auch offizielle Sprache in Luxemburg und es wird auch unterrichtet an der Uni, gibt es Luxemburgistik jetzt, eine neue Abteilung von Germanistik. Und ja, das ist echt die Arbeitssprache auch von La Chambre, die luxemburgische Kammer und Gesetzgebung wird auch in Luxemburgisch geschrieben. Ja, früher war es Deutsch, aber nach dem Krieg, ja, es war Deutsch ein bisschen sensibel, sage. Also da ist eigentlich
ja, 2 Landessprachen sind Luxemburgisch und Französisch in Luxemburg. Und ja, Deutsch ist ersetzt worden von Luxemburgisch. Ja, es gibt noch deutsche Zeitungen, Luxemburger Wort und ja, die Luxemburger können auch gut Deutsch und das ist fast wie ähnlich, aber Luxemburgisch, ja, ist das eine Mischung. Es gibt viele französische Wörter auch, so wie Camion oder Couvert oder wie in der Schweiz auch halt der Fall ist. Ne? So ist das Und Beispiel bei dir, obwohl genau du nur halb oder luxemburgisch bist, kannst du perfekt Deutsch sprechen und du hast auch diese luxemburgische Sprache dir geeignet. ja, das stimmt. Um meine Also, ja, sagen Sie. Weise in die Richtung, was ist die Rolle genau der Geschichte in diesem Aufbau oder in dieser Verbreitung von diesem Dialekten oder von diesem Mundart? Ja, Es ist mir ja, auch aufgefallen in der Geschichte von der Schweiz, dass es nach diesem Zweiten Weltkrieg vermehrt oder verstärkt wurde in den Medien, in diesem Alltag, Schweizerdeutsch zu sprechen als vor dem Krieg. Und so hast du es auch gesagt, in Luxemburg war es davor Amtssprache Deutsch und jetzt ist Luxemburgisch. Also das hat ja, auch das eine Rolle, um sich stimmt. zu differenzieren von diesem damaligen politischen System. Genau. Jetzt Leitkultur damals, man hat sich da getrennt und das ist jetzt weiterhin die Tendenz, oder? Dass man sich trennt von dieser damaligen offiziellen Sprache. Ja, das ist, kann man so sagen. Ne? Das Motto von Luxemburg ist, wir wollen bleiben, was wir sind. Also wir wollen bleiben, was wir sind. Das ist ja die Eigenheit von Luxemburg. Wir sind jetzt stolz darauf. Es gibt ein neues Sentiment eigentlich, dass das die Luxemburger entwickelt haben nach dem Krieg, dass es gut so ist, halt Luxemburgisch zu reden und Luxemburgisch zu sein und dass sich da nicht mehr schämen soll und dass Luxemburg jetzt auch ein fortschrittliches Land ist. Das hat auch seine Rolle und ein reiches Land. Ja. Nach dem Krieg haben viele Banken sich ansässig gemacht in Luxemburg. Und Luxemburg ist auch eine Art Steuerparadies. Ne? Die Europäische Gemeinschaft ist auch ansässig in Luxemburg. Deshalb ist ein erneutes Selbstbewusstsein eigentlich, das sich entwickelt hat bei der Luxemburger Bevölkerung. Und ja, es geht den Luxemburger gut so und sie brauchen auch nicht mehr ins Ausland zu fahren und zu studieren. Sie haben ihre eigene Uni jetzt vor 10 Jahren gegründet in Luxemburg. Also das spielt eine große Rolle. Und auch sogar die portugiesischen Kinder sind jetzt, sprechen auch fließend Luxemburgisch. Und ja, hat sich halt sehr gut entwickelt. Und ja, wenn man Luxemburgische Staatsbürgerschaft erlangen möchte, dann muss man auch Luxemburgisch Kurs beteiligen. Also das ist jetzt neu für die luxemburgische Staatsangehörigkeit. Da braucht man Luxemburgisch lernen. Früher war das nicht der Fall. Französisch oder Deutsch Das hat gereicht. entwickelt man diese spezifische Landeskenntnis und auch diese luxemburgische Sprache. Wie gesagt, es ist eine Ja, Amtssprache in Luxemburg, in Saarbrücken oder eben in anderen Regionen von Belgien wäre jetzt Trier. keine Amtssprache, oder? Ähm, in Belgien ist ja Deutsch auch eine Amtssprache jetzt. Die haben auch mehr Autonomie und eigenes Parlament. Und das, ja, die haben auch aus Belgisch-Deutsch als, ja, also eigentlich Hochdeutsch wird da, die Gesetzgebung wird auf Hochdeutsch geschrieben. Aber ja, die Leute unter sich, die unterhalten sich auch auf Luxemburgisch, vor allem in der Region von St. Vith im Süden Ostbelgiens. Also diese Region, denke ich, und auch einige Teile von Saarland, da hat es auch eine bestimmte Rolle, denke ich, in einige Gemeinden und so. Aber ja, meistens bleibt es innerhalb der Grenze von Großherzogtum Luxemburg. Da wird das Luxemburgisch ganz geläufig geredet und auch wird auch verlangt von Ausländern, wenn die sich in Luxemburg ansässig machen, um die Staatsbürgerschaft zu erhalten, dass sie Luxemburgisch lernen. Das ist ein Muss jetzt. Und ja, das trägt auch dazu bei, dass das Prestige von der Sprache immer größer wird und sogar in der belgischen Provinz Luxemburg wird jetzt Sprachkurse angeboten in der luxemburgischen Sprache, weil es viele
ja, Jobmöglichkeiten und Stellen gibt da in Luxemburg, dann ist es auch nützlich und ja, sogar erforderlich, um Luxemburgisch zu lernen, da eine Grenze. Also das wird jetzt ganz viel unterrichtet und ich habe auch gesehen, dass das ja fast über die Hälfte der Leute in der Großregion, die gehen schaffen oder arbeiten in Großherzogtum Luxemburg. Ne? Also das wird immer wichtiger und das ist auch gut so. Und ja, das Land Luxemburg hat jetzt ihren Stolz und neues Bewusstsein und das wird auch verlangt von den Leuten, die in Luxemburg arbeiten kommen, dass sie wenigstens ein bisschen Luxemburgisch reden oder sich Mühe geben, das zu verstehen. Oder. Wäre es zum Beispiel bei dir der Fall, du hast gesagt, du hast einige Jahre in Luxemburg gelebt. Ja, Könnte es sein, dass zum Beispiel von deiner Familie niemanden Luxemburgisch beigebracht hätte und du gehst in diesem Land oder ohne Luxemburgisch zu kennen? Wie wäre diese Erfahrung gewesen, wenn du das vergleichst mit deinen Kenntnissen und ja. ohne die Kenntnisse? Ja, ohne Kenntnis ist doch ganz schwierig. Dann ja, kann man auf Französisch weitermachen, aber die Leute mögen das nicht. Und vor allem, ja, ich habe auch in einer Bank gearbeitet. Und, ja, Moin, wie geht's? Sanderei, alles gut. Eddie, also soll man Luxemburgisch reden oder man ein bisschen Mühe, einige Wörter oder Redewendungen, wo man schaltet auf Deutsch über oder ja, Französisch wird ja auch immer wichtiger in Luxemburg, ja, jetzt auch viele und Einwanderungen zu machen und viele Franzosen. Tagtäglich kommen über 100.000 Franzosen arbeiten im Großherzogtum. Also ja, die französische Sprache hat auch an Wichtigkeit zugenommen. Ja, Deutsch hat ein bisschen eingebüßt, aber ja, Luxemburgisch ist halt ja, ein moselfränkisches Dialekt. Also Genau, das ist die ist ein offizielle Deutsch. Amtssprache und Ja. interessanterweise genau so ein besonderer Status, oder? Weil eigentlich die Struktur von einem Dialekt wird Amtssprache aufgrund eben von einem historischen Ereignis, oder? Um dieser Zusammenhalt von diesem Graf oder von diesem luxemburgischen Graf so, zu deuten, oder deutlicher zu machen. Ja, das hat auch mit dem Krieg zu tun. Die Luxemburger waren sehr widerstandsfähig, die haben nichts mit den Deutschen zu tun wollen und mit dem Nationalsozialismus-Regime. Also da haben sie ein neues Bewusstsein aufgebildet. Und ja, ich habe auch Glück gehabt, weil ab den 30 ja, 20 Jahren hat Luxemburg Holdings gehabt und dann haben sie eine Art spezielle Steuervorteile für die Banken. Und deshalb hat das Land sich gut entwickelt, weil es auch eine Art wie in der Schweiz es gab Bankgeheimnis und im Umland aus Frankreich, aus Deutschland, Belgien, Niederlande kamen all die Leute zum Einlegen von Geld und Sparkonten aufgerichtet. Und deshalb hat Luxemburg ein großes Wachstum gekannt. In den letzten 25, 30 Jahren hat die Bevölkerung zugelegt von ja, 300.000 bis 600.000, hat sich fast verdoppelt. Und auch, ja, es ist regional auch ein wichtiges Handelszentrum, auch für Finanzen und hat sich sehr gut entwickelt, ist auch das reichste Land Europas. Ich denke sogar weltweit einer der reichsten Länder. Ich denke, neben Singapur oder so ist es. Deshalb hat das Prestige auch die Leute, die zu Luxemburg ansässig werden oder kommen oder arbeiten wollen, die haben einfach Nutzen dabei, Luxemburgisch zu lernen und die sind auch froh, dass sie das lernen können. Und ja, das hat Das einen heißt, ganz das hat neuen sehr Status. geholfen, oder? Für diesen jeweiligen Integrationsprozess. Ja, ja, bestimmt, ja. Ja, ja, sicher die ältere Bevölkerung so und auf dem Land, da wird echt noch immer, ja, und in Luxemburg-Stadt ist international, wird auch Englisch geredet und Französisch und Portugiesisch ist auch sehr, sehr wichtig in Luxemburg, weil es viele Immigration aus Portugal gibt. Und ja, aber wenn du auf einem Dorf gehst oder sogar im Geschäftsleben, Luxemburgisch wird immer geredet und wenn du das nicht so gut kannst oder ja, wenn du Mühe gibst, dann sind sie zufrieden, aber wenn du gar keine Mühe gibst, ja, dann sind sie doch nicht so offen oder zufrieden und dann gehört es halt nicht dazu. Das ist auch so und das haben die Leute mir auch erzählt, die aus dem Ausland in Luxemburg kommen.
ja, der Staat bietet auch viele Kurse jetzt auf Luxemburgisch. Und ja, wenn du die Luxemburger Staatsangehörigkeit erlangen möchtest, dann ist Luxemburgisch sogar Pflicht. Also ja, das hat auch dazu geholfen, dass zur Integration, dass die Ausländer, die dazugekommen sind, auch sich Mühe gegeben haben, um Luxemburgisch zu erwerben oder zu lernen. Ne? Wie ist das Prozedere oder wie ist die Erfahrung, die du eventuell auch dort in diesem Jahr in diesem Bank Industrie gemacht hast? Mit dem Neuzugezogenen, wenn sie Kinder sind, du sagst, okay, das wird sowieso auch Luxemburgisch ist eingeschult, also sie lernen Geschichte, Mathe und so weiter, schon auf Ja, Luxemburgisch. ja, es ist Wie, auch auf Deutsch. Erst wird angefangen mit deutschem Unterricht, für Schreiben und so. Und dann, ja, jetzt gibt es eine luxemburgische Rechtschreibung, aber die gab es damals noch nicht. also sie Und werden schon direkt eingeschult und sie bekommen sogar Fächer, oder? Auf diese auf Deutsch und Amtssprache. Französisch, Mhm. beide. Ja, ja, ja. Und ja, auch manche Fächer werden jetzt auf Luxemburgisch und die luxemburgische Sprache wird auch unterrichtet. As such, das an sich wird die luxemburgische Sprache auch unterrichtet. Aber manche Fächer, so wie Geschichte, war auf Deutsch und ja, Geografie oder Erdkunde war auf Französisch und das gemischt. Also es war Immersion. Ja, es gibt verschiedene Fächer auf verschiedene Sprachen im Angebot und also auch die 3 offizielle Landessprachen sind Deutsch, Französisch und Luxemburgisch. Also ja, da von Jungs an wird schon Kindergarten, Grundschule wird Luxemburgisch geredet. Das meine ich, das wird Aber schon beigebracht, aber wie sieht es bei ja, den Erwachsenen aus? Gibt es in Luxemburg zum Beispiel eine Art von Volkshochschule, wo sie ja, die Luxemburgisch lernen gibt's. können für diese Expats oder aus Frankreich oder aus Deutschland, die einfach in diesen Konzernen arbeiten? Ja, es gibt das Spracheninstitut Luxemburger Stadt und da wird Zusammenarbeit mit Unternehmen und ja, Erwachsenenunterricht geschult, auch auf verschiedene online. Es wird ein riesiges Angebot gemacht, auch für die Leute, die sich immatrikuliert haben für die Staatsbürgerschaft. Da gibt es auch Angebote, also es gibt auch Luxemburg am Arbeitsplatz. Es gibt ja viele Möglichkeiten, die vom Staat unterstützt sind, um die Sprache zu erwerben. Ja, ja. Was mich auch interessiert hat von deiner Person, wenn wir uns kennengelernt haben, ist, dass es gibt schon, wo ich jetzt wohne, in der Schweiz, eine gewisse Ja, Mehrsprachigkeit und das auch dort, oder, wo wir uns kennengelernt haben in Brüssel. Welche Bedeutung hat diese Mehrsprachigkeit in deinem beruflichen Leben oder in deiner Haltung gehabt? Dass man so sich auf verschiedene Sprachen, das war sogar bei uns der Fall, kommuniziert hat. ja, das macht einem weltoffen zu verschiedenen Kulturen und ich mag auch die französische Kultur. Ich sage auch offen für die deutsche, germanische Kulturen. Also das macht einen offenen Blick auch auf verschiedene Kulturen und auch diese Linie zwischen germanisch und romanischer Sprachen, die da in Luxemburg und Belgien auch halt verläuft. Das ist sehr interessant. Ja, in Luxemburger oder auch Flamen und Deutschsprache, die essen schon früh Abendbrot um 5 oder ja, jetzt so gegen 6 spätestens. Und ja, die französische Kulturart in Brüssel oder so, da gehen die Restaurants erst ab. Auch in Luxemburg, bevor um 5 kann man nicht Abendbrot essen oder irgendwo ein Diner machen, da muss man bis 7 warten. Das ist schon ziemlich später. Also ja, es gibt auch die raffinierte französische Küche, da gibt es da in Luxemburg, aber auch mit deutschem Akzent und so, mit Sauerkraut und Choucroute und die deutsche Gründlichkeit gibt es auch bei den Leuten, also die sind auch sehr pünktlich, aber sie haben auch ein gewisses je ne sais quoi, so wie die französische Art, so. Ja, das ist eine schöne Kombination. Das finde ich total toll. Mein Beruf ist Dolmetscher, also ich meine, im Beruf lege ich Brücken zwischen diese beiden Kulturen und Deutsch-Französisch mache ich Dolmetschen und Niederländisch-Deutsch, Niederländisch-Französisch und Englisch auch halt und ein bisschen Spanisch.
Also ja, ich arbeite als Freiberufler für die europäischen Institutionen und auch für Betriebsräte und europäischen Wie viele Unternehmen. Missverständnisse gibt es, die du mit deinen Sprachkenntnissen klären kannst? Ja, das ist immer gut. Es kann auch komplizierter oder Missverständnisse aus dem Weg geräumt werden, natürlich. Ja, manche Kulturen sind halt anders. Ja, das ist auch so. Im Französischen applaudiert man, im Deutschen, die hauen auf den Tisch. Das ist, das ist für Französische sehr anders, die Haltung, wie ein Beifall zum Beispiel oder so. Das hat mir schon gewundert, dass es so viele Unterschiede gibt, auch kulturell, um was zu bestätigen. Oder ja, Deutsche sind mehr direkt. Und, die Kultur der Franzosen muss man um den heißen Brei herumreden. Also ja, das ist schon nicht immer einfach, um da eine Brücke zu legen, aber das ja, ist auch eine Herausforderung, finde ich, um diese Brücke zu legen und um beide Kulturen zu erreichen, eigentlich, dass ich die beiden Facetten habe. Ich habe einen Zitat, oder? Ein Zitat von einem Ja, Sprachforscher aus England, der hat damals gemeint, in dem 19. Jahrhundert, die Sprache ist die Kleidung der Gedanken. Und ich füge immer hinzu, und wir möchten im Sinne von Mitarbeitergespräche, wir haben immer wieder ausländische Mitarbeiter oder in der Schweiz, wo Deutsch nicht die Muttersprache ist oder wo Schweizerdeutsch wie bei mir ein großes Thema ist, wo wir sagen, genau, und wir wollen gut angezogen werden. Die Frage wäre, wie findest du dieses Zitat? Ist das das relevant trifft für zu. deinen Ja. Beruf? Ist sehr relevant, ja. So, vor allem bei Verhandlungen sieht man, dass Französisch muss ein bisschen eleganter ja, eine Idee äußern und dann gleich zur Entwicklung kommen. Aber Deutsch geht es gleich zur Sache und ein bisschen mehr Elefant im Porzellanladen. Das ist in einer mehr französische oder romanische Kultur. Ja, kann das doch so eine Clash oder so. Ist das zu hart oder zu direkt? Also da muss man ja die Nachricht ein bisschen mäßigen und ein bisschen, ja, kann man nicht so direkt in die Sache reinplatzen oder ins Fettnäpfchen treten. Ne? Also ja, das stimmt auch so. Wenn ich ins Französische übersetze, bin ich sehr vorsichtig und ins Deutsch kann man direkt zur Sache kommen und in Französisch muss man ein bisschen länger die Sätze machen und also ein bisschen elegant sagen, alles vielleicht im Konjunktiv, im übertragenen Sinne, kann man nicht so direkt zur Sache kommen. Und ja, das muss man versöhnen, diese beiden Arten, Redensarten. Und die Sprache hat auch viel zu machen. Ja, Französisch ist alles ein bisschen übertrieben, länger und im Deutschen ist mehr Klartext reden. Ja, auch im Deutschen kommt also Verb ganz hinten, wenn man übersetzen muss man ein bisschen warten, auch, um alles zu verstehen, so, was sein Deutsch gemeint ist. Und dann schöne französische Sätze und das alles ein bisschen mehr einkleiden. Ne? Und das ist, ja, Französisch ist, sagt man so, elegant Kleidung und Deutsch mehr Militärberufskleidung, so, wenn man einen Vergleich macht. Das Definitiv. ist Und da ist schwierig. auch, Ja. der Klang ist auch anders, oder? Ich hatte immer so diesen Spruch oder mitbekommen, das war so im Gymnasium damals, dass in Spanisch wird sehr schnell geredet und werden so wenige Ja, Einheiten so von Inhalt vermittelt, also viele Floskel gibt es da und auf Deutsch ist einfach wenige Wörter, aber mit ganz viel Boom-Bedeutung, oder? In dem Sinne, dass genau. es wurde gesagt, genau, auf Deutsch wird es langsamer gesprochen, aber dafür deutlicher und auf Spanisch sehr schnell und mit viel so Beschönigung, oder mit vielen Floskeln. Ja, Floskeln, Beschönigung, muss ich gut sprechen, Euphemismus. Und, ja, das ist genau Sache, ja. Ja, und die Luxemburger, die können eigentlich zwischen den zwei Sprachsystemen switchen und längere Worte benutzen und können auch so
Also Luxemburgisch hat auch diese mehreren. französische Einflüsse, oder? Von Ja, dieser ja, ja, man kann hören. Höflichkeit und dieser Ja, Umdeutung. ja, wie zum Beispiel, bitte ist wann es klift. S'il vous plaît. Das ist eigentlich buchstäblich übersetzt, wann es Ihnen klift, wann es klift. Das ist ja auch ein bisschen wie Niederländisch ausüblich. Ein Beispiel bitte, bitte. Das wann es klift. Das ist ja sehr niedlich und sehr freundlich und nett so. Und ja, Luxemburg sind halt so mehr, dass mehr diese Art, ja, Mosel, die Mosel entspringt ja in Frankreich, geht nach Deutschland, ein bisschen um Rhein und da wird es mehr rheinländisch. Also ja, die haben den beiden Vorteile, dass sie zwischen diese beiden Bedeutungssystemen und Sprachsystemen einfach wechseln können, wie es ihnen gefällt. Also die können ein bisschen gaukeln. Ne? Und das macht auch, dass Luxemburg gute Verhandler sind, gute Banker. Und ja auch in Belgien, die Flamen und so, die sind auch, die Schweizer auch, die sind auch zwischen den beiden Kulturen und die können dann eine Brücke legen eigentlich zwischen diesen Kulturen und deshalb sind auch diese europäischen Institutionen ansässig oder in der Schweiz auch, die UNO, ja. Ja, das sind Leute, die vermitteln können. Ne? In sich genau, Luxemburg gehört zur Europäischen Union, Schweiz Ja, nicht, aber es gibt schon diese Besonderheiten aus meiner Sicht, diese Mehrsprachigkeit und dass diese eigene Sprache sehr mit der Heimat, oder, verknüpft ist oder mit dieser ja, Identifikation als Volk tatsächlich. das stimmt doch und es wird auch ein bisschen, jetzt früher war es so die Bauernsprache und jetzt ist eigentlich, um sich zu unterscheiden von der Rest, von den Franzosen oder von dem Rest der Welt, ein bisschen unter uns so. Wir bleiben, wenn nicht Luxemburgisch redet, gehört nicht so dazu oder das passt nicht richtig. Ja, das ist ein bisschen so von Bauernsprache bis Prestigesprache ist es so geworden. Auch um ein bisschen, ja, ich soll nicht sagen, andere auszugrenzen, aber ja, als du das nicht sprichst, dann gehörst du halt nicht dazu, wie du sagst, die Heimat ist luxemburgisch, das ist für die Luxemburger auch ein Riesenthema. Jetzt, also sie haben Angst, es sind noch, ja, viele Franzosen kommen täglich und immer mehr französische Unternehmen und auch französische, ja, luxemburgische, aber trotzdem bleibt luxemburgisch halt Stand und auch die Luxemburger bestehen darauf, um ihre Sprache zu sprechen und auch in Geschäften, Laden. Ja, man kann ganz gut zurechtkommen in Französisch auch, oder sogar jetzt auf Englisch. Es gibt viele Experts auch im Bereich Finance und Banking, die nur Englisch reden, oder viele Engländer oder Amerikaner auch. Und ja, chinesische Bank habe ich ja, die sprechen auch Englisch und kommen auch alles zurecht. Aber ja, die Luxemburger unterscheiden sich, wenn man dazugehören will und Kontakt mit den Einheimischen zu legen, braucht man Luxemburgisch unbedingt. Ja, Ich glaube, so Vereinarbeit, so habe ich das auch in der Schweiz gemacht, das hat mir geholfen, oder? Eher das ja, Das Hörverständnis zu verbessern. Natürlich, diesen mündlichen Ausdruck ist jetzt eine Sache, will man das nicht? Wie wäre das in Luxemburg? Weil in der Schweiz, sie sind eher sehr ambivalent, die Schweizer. Wenn man selber Schweizerdeutsch versucht, brückenweise zu sprechen, wie ist das in ja. Luxemburg? Also wird das angenommen oder nicht? Oder nur, dass sie das verstehen, die Migranten, luxemburgisch. Nee, wenn du dich Mühe gibst und man hört, dass du was drauf hast und was reden kannst und so, dann bringen die an und du bist ganz beliebt und die wissen das zu schätzen und ja, und wenn es nicht weitergeht, dann ändern die auf Deutsch halt oder auf Französisch, dann wird umgeschaltet, aber ja, das gehört dazu und dann, ja, du hast eigentlich einen Fortschritt oder du kommst schneller in ein Gespräch und ja, das ist halt ein Riesenvorteil, um was zu sprechen zu können, Luxemburgisch. Und ja, wenn nicht, auch nicht schlimm, aber ja, da wird es halt abständlicher oder das wird dann mehr sachlich und nicht so auf dem ja, familiären Bereich oder wie soll man sagen, auch das Freundschaftliche, das geht alles mehr, wenn man sich Mühe gibt, die Sprache, ja, die Umgangssprache Luxemburgisch zu sprechen. Ne?
dann Mit ändert sich auch. welchen Wörtern würdest du den Zuschauer sozusagen Ja, also, und zuletzt, welche Wörter, auch luxemburgisch, würdest du unseren Zuschauer vermitteln möchten? ja, also am 1. Morgen, das ist die Begrüßung überall in Luxemburg, die es gibt. Und auch, ja, van alsjeblieft ist bitte. Und dann haben wir auch, ja, vielmals merci. Das ist vielen Dank. Das ist merci. Das ist auch was ganz geläufig ist in Luxemburgisch. Und ja, es gibt auch diese Wörter gromperen. Das ist wie Kartoffeln. Das ist auch immer schön Grumpen ist zu auch eine hören. sehr gute kulinarische Fähigkeit jetzt Ja, oder in dieser gromperen, Winterzeit. Man kann das so mit genau. ganz vielen Gerichten kombinieren und sowieso ist da in dieser Region ein übliche Zutaten, würde man sagen, oder? Ja, das stimmt. Und plappern, schwätzen, das ist Reden. Ja, tipptopp wird auch viel gesagt, luxemburgische Zustimmung oder Lob. Top ist auch Oder hier Thema, ja, interessant. in der Schweiz auch, denke ich. Und ja, es gibt, Und das sind ich Wörter, war nicht, die, wenn man bei dem nächsten Besuch in Luxemburg oder mit luxemburgisch sprechenden Menschen wie wer, genau kann man das einfach so in Anspruch nehmen und man bekommt dieses Tip-Top im Sinne von dieser Zustimmung, dieses Lob. Man kann einfach ja, ins Gespräch besser kommen, wenn man eben nur so brückenweise bestimmte Ausdrücke sagen kann. genau, das Und stimmt. und somit genau wären wir am Ende unseres sehr, sehr interessanten Interviews. Ich bin sehr froh, dass wir genau von Brüssel oder bis die Schweiz, genau von Belgien in die Schweiz genau uns kommunizieren können, dass wir den Zufällen Ja, einfach einen anderen Dialekt oder eine andere Amtssprache in Luxemburg vermitteln können. Und ich bin gespannt auf die nächste Folge. Vielen Dank für deine Zeit und bis bald. ja, also Eddie, alles an der Reihe auf Luxemburgisch. Auf Wiederschauen und bis geschwind. Bis geschwind. Okay, tschüss. Bye.